Guten Abend bei Dickrich TV. Der Gesitfeier als River für rund 2 Wochen war Dickrich nicht voll am Fußfever von Donnerstags bis Samstags. Govet Fußball anderen. Hier an der Brasserie beim Louis am Café Meja noch an der Dickricher Stuff hatten es sowohl den Altweiberball wie auch den Hippigsball stattfand. An Samstag war auch noch an der Allerseerei der Kannerfußball. Heichpunkt war dun awer wegewinnt nächste Fußsonndech wo Kavalkaderen 10.000 vu Fußboken ugezzun huet, fir déi scheinen Ëmzug an eisem Stiertchen zu liewen. Auch 2025 war Kavalkad nese vollen erfollech an huet wegewinnt den Aufschluss vun engem animationsreichen Fußweekend gemacht. Et waren méi wéi wiedeschen Aufschloss vum Fußweekend. Schon lang net iwwer d'Wieder lare so gut fir en Kavalkad wie op dem 2. März. Den ESD-Verein war da noch schon bei der Abstellung vun de Ween méi wie zufrieden. Du ma richtig Chance, also können wir wirklich, können wir es nicht bekloen. Also ich meine, wir hatten die letzten 2-3 Jahre, das wird dann nicht so gut, es wird aber nicht viel geregnet. Mit diesem Jahr der Toten, also besser kann es nicht tun. Aber wat du no soll kommen, dat konnte sie se Stose schon an net firstellen. Ob schon am Vierfeld eng 35.000 TK verkaufgi waren Strose vun Dickrich Dekeer bald ze klang fir die sëllesche Boken, die de Weh an Stiertsche fund hatten. Men wo de vu 40.000 Visiteure geschwart, een Dram och fir déi die mat machen am Cortège. Eng echte Keer mat vorbei statt der Majoretten. Wir sind schon seit Dezember am Gange mat üben an all Meinden, all Dünchten an sie gehen wirklich gepasst. An klebt alles wie soll. Tipptopp, alles perfekt. Das ist aber anstrengend bestimmt. Ja, natürlich, geht an Therm also. Nur mit Therm gut weh. Wir sind die Blaues Wasser von Trier. Und der kommt bis nach Dickkirch? Der kommt bis nach Dickkirch, jawohl. Zum ersten Mal oder? Nein, schon öfters. Muss unser Chefin, wie oft? Weiß ich gar nicht mehr. Wir sind allerdings jedes Jahr hier bei euch in Dickkirch, weil es sehr schön ist, schöner Umzug ist. Wir werden auch gern wiederkommen. Besonders an Tag gesprungen ist das Jahr diese Wohn von der Landjugend fuhren. Sie hatten das ganz aktuelle Thema Caritas abgegriffen. Wenn das richtig mehr viel lieber löst, dann darf es richtig schön gehen. Viel Flotideen huet den awer rondrem de Cortègen at den Zuschauer fand, wie bei dëse Freundinnen aus dem Gegend vun Dickrich. Wir gehen schon seit Jahren, immer Fusen ze Summe raus. Und wir kommen immer gerne auf Dickricher Kavalkad, weil das immer mega schön zu Dickrich ist. Und ihr habt auch immer ein anderes Thema, wo ihr dann zusammen Kostüme bastelt. Genau, wir bieten als Fußkostüme meistens auch selber. Wir haben natürlich eine gute Nähe, die uns da ganz gut unterstützt. Wir als Kostüme sind immer selber geputzt. Ja, und das ist doch schon mega Spaß für die Kostüme am Voraus zu bieten, weil da haben wir auch schon immer viele schöne Stunden dabei. Wir sind der Meister Proper mit seinen Wischmöpsen. Und ihr seid halt privat in der Weh? Ja, wir sind privat in der Weh. Immer dabei? All Jahre zu Dickrich. Wie ist dann nur die heute eine Idee kommen? Ich bin am Anfang überrascht. Es war so, sie wollten als Wischmopp gehen und sie haben immer so Popper gebraucht und tun. Hey, das schon geht mit seiner Glatze. Die Stimmung op der 57. Kavalkad war einfach mega. Wäret dat gut wieder, die viel Leute oder die schönen Kostüme wen, überall gouf gelader gespaßt, so dat et einfach nem eng Fred war, den ganzen Trubel not zu gucken. Für sie ass den Trubel vun den Erwursenen natierlech dacks net so bekömmlech. De sogenannten Family Place beim Wirtschen Schloss war fir Dekeer normal weiter ausgebaut gin, mat Sprangschloss Elastikschaukel. Für viel Eltern die perfekte Platz mat ihre Kanner zur blosen. Wir sind extra reingekommen,
wenn man gedacht haben, dass wahrscheinlich ein bisschen mehr sicher für die Kinder, ein bisschen Entertainment. Ich wusste nicht, dass ich Sprangschloss wäre, dass sie ganz begeistert, das ist tipptopp. Hier am Eck einfach ruhig, also kein Alkohol, also sie können spielen. Und das ist die erste Keier, was so da? Ja, das ist die erste Keier und gefällt das richtig gut, kann also richtig froh. Die erste Keier, aber kann man sicher nicht mehr, hallo am Family Place, aber sicher, ja. Und wie fand ihr die Idee so generell? Das ist ganz flott, auch einfach auf die Auflenkung für die Kinder, weil dauert aber relativ lang mit den Wehen und so weiter, für sie bei Laune zu halten, dass das schon nicht schlecht so einen Platz zu holen, ja. Das bist du wie ein kleiner Kirmes am Anfang. Richtig, dafür, dass dann noch flott, dass in der noch Kavalkade dann eben noch da so ein paar Attraktionen für die Kinder, das ist ganz flott, ja. Cortège selber überdems, als es mit den Stunden immer mehr eng ging. Dafür aber waren die hier wen präsentiert haben, auch immer mehr seelisch, hat sich die ganze Mädel noch endlich gelohnt. Auch die Jungen aus dem Schlurchthaus waren hin und weg. Ihr Thema hat zwar ein bisschen Konkurrenz, dann aber sollte die dickere Equipe nicht aus dem Konzept bringen. Dafür war diesen Tag einfach zu schön. Hauptsache wir machen Stimmung, wir machen ein Thema für die Kinder. Ich meine, das hat was Geld und Hauptsache, wie gesagt, wir können uns amüsieren als zu dickig mit den wunderschönen Klima hier und die super Leute, die hier sind, also besser geht in der Tag. Damit dürft Kavalkade 2025 wohl als eng von den erfolgreichsten Antennalen von den Dickrischer sich akkuell. Den Umzug mat senger gut 60 Gruppen erwähnen als den Highlight vun der Fusen zu Dickrech. Me so wohn mat segem Dekor entsteht natürlich net vun Haut op Mur. Den Dickrecher Verein Jungen aus dem Schlurchthaus, der goufet freier effektiv Molent an der Stadt huet doran wo mat die meeschten Erfahrung. Der Verein gëtt immer hi schon seit 1973. Och was sie Ufangschuss als Faustdruck matgange sinn, so sind Jungen schon seit lange mat ihrem Wohn feste Bestandteil vom Cortège. Seit September schon basteln die Jungen aus dem Schlurchthaus Wohn für die Kavalkade 2025. Zusammen geht alle Jahre an eine rechte Phase überlegt, wie ein Thema soll Druck kommen. Wichtig dabei ist, dass es für große kleine adaptiert ist, aktuell und interessant und an der Produktion noch umsetzbar. Wie unschwer auf den Bildern zu erkennen ist, dreht der Wohn das Jahr ganz viel farbigen Bauplatz. Lego war an sich die von vielen Leuten, die wo man Summe gesagt hun dat an sich ein aktuelles Thema fand, dafür sind wir op dat gekommen. Du hast doch ziemlich einfach Kostümer zu handeln. Ich meine, muss schon mal beieinander passen. Und du mal geguckt, de Plan gemacht an sich wat machen wir Lego-Stecker bestellen, Cap bestellen, das die ganze Dekoration, wo man an sich komplett geändert wie von dem was man haben. Genauso wichtig wie Deko ist auch die ganze Technik an den Drohnen für die Reussit vom Umzug. Das kostet nicht nur Zeit, wir verlangen doch nur einen großen finanziellen Invest. Froh, diese Stimme noch stellt, wie finanziert der Verein eigentlich so Fußfallen? Wir finanzieren unsere Wohnheim an sich mit Kotisationen von unseren Membern. Aber hauptsächlich haben wir als Manifestationen, die wir hier an Dickisch machen. Da auch große Merci an Syndikat für Dickisch, die sind wir froh, für zum Beispiel Mostermarkt oder Parkfesten den Kantor zu machen. Wir haben aber auch einen Christmarkt, wo wir Getränke an Nierse verkaufen. Ich meine, das sind als Hauptquelle, wo wir so einen Käse kreieren. Wenn wir den nicht hätten, dann kann man das nicht selbst realisieren wie das hier. Bannen gesinn mir das Wehen oft op Zwiniveau gebaut gin. Trappen am Wohn sind dann zum Beispiel schon eng Mussesach. Et tief natürlich auch nicht wackeln oder lasgun, du fährst alles fest ugestreckter gesichert. Für die neue Stimmung Umzug zu suchen, als eng anständig Musikanlage mit luchten technischer Verkabelungen natürlich unverzichtbar.
Mir etwas haben wir aber einer vergessen, oder? An Hai gesehen man noch e ganz wichtigen Neck. Nicht die Haie köcht, mit den Haienapparat. Ohne Ideen können wir bald nicht fahren. Dafür den muss schon immer dabei sein, sonst geht das nicht. Die Stimmung an der Equipe ist einfach gut. Jeder packt über Wochen am Ende die Hand mal tun. Den Zusammenhalt wird groß geschrieben. Dafür ist die Jungen aus dem Schlöchthaus auch wichtig, auch mal den ein oder anderen Abend mehr gemütlich zu gestalten und auf eine andere Manier produktiv zu sein. Und so noch Abend, wo es ganz schön ist, wo keiner es schafft, wo man dann daheim gefragt gehen, ja, was hat er denn auch gemacht? Nicht. Mir auch das gehört dazu, für eine gute Ambiance zu haben, zusammen ein paar trinken. Da kommen teilweise auch ganz gute Ideen auf Tapet. Jungen, wir sind fertig mit dem Wohnen! Der richtige Spaß, den wir sie aber natürlich im großen Teil von der Kavalkade, für sie den schönen Wohn, den man so viel lebt und mehr gebaut gouf, dem Publikum präsentieren können. Davon auf von Dickrischen am ganzen 97 verschiedene Nationalitäten. Dickrich bietet dem nur eine grosse kulturelle Vielfalt. Am letzten Jahr hatte mir schon eine Party von ihnen vorgestellt. Brasilianer, Kapverdianer, Portugiesen, Syrer. Darüber hinaus von denen aber auch am Kommerz zu Dickrich eine Reihe Geschäftsleute mit zum Teil ganz interessantem Background. Heute zum Beispiel wollte ich eine Frau mit ukrainisch-armenischen Wurzeln vorstellen. Sie kam schon für gut 20 Jahre auf Lützeburg und hat sich mit einem Kleiderboutique an der Großgasse zu Dickrich näher gelassen. Julia Grinke von Odessa ist für rund 23 Jahre ans Land gekommen, ganz ungeplant. Während einem Besuch bei einer Freundin hat sie die Bekanntschaft mit ihrem schätzlichen Mann, einem Lützeburger, gemacht. Aus der Bekanntschaft ist sie ja mitgehen. He was very nice, he speak with me and I don't know why I give him telephone number of my friend and then he called me next day, invited me for coffee and in 2 weeks he made me proposition for marriage. In 2 weeks, yes. Julia hat sich direkt gut abgeholfen an der Familie von ihrem Mann, aber auch so am Land. Für dich hat Julia sich mal auf ihre Familie konzentriert, sich um ihr Klang durch der Valeria gekümmert, die sie aus der Ukraine mit der Lützeburg gebracht hat. Dann aber hat sie angefangen, aus ihrer Passion der Mode ihren Beruf zu machen. Als Modekäferin mit einem kleinen Showroom bei sich daheim gehen, Mode, die kommt von Anfang an aus Italien. After I had proposition in Italy to become buyer there, and of course it was not easy because I live in Luxembourg, and sometimes I must drove all the night, you know, and work after all the day in Italy. It's not easy, but I was happy really. It's for me, it's my life. Ihr Schwiegermann hat schließlich gemeint, sie sollte eine Kleiderboutique aufmachen. Ein Freund von ihr, ein Geschäftsmann von Dickrich, hat ihr dafür Dickrich rekommandiert. Eigentlich wollte Julia das alles gut nicht, aber auch hier sollten es viel Zufall mit am Spiel sein. I don't know why, really. I even now don't know answer on this question. I show like this and then I tell, if this shop will be free, I would open it. I don't. And then he tell me, no, you can forget it because they are very good business. They only open 1.5 years. And then I tell, okay, then it's no chance. And in 3 months he called me and he tell me, you cannot believe they close it. So this shop will be free. And then I think it's bad. Yeah. And then I think, why not? I will try. Then I try and I'm happy here. Zusammen mit ihrer Tochter Valeria, die zu London Mode studiert hat, lädt Julia also de Kleiderboutique Buon Italian Fashion an der Großgasse. Die Wurde ist ziemlich ausgefallen und exklusiv. Von allen stecken das Maximum 4 Piecen und alle 2 Wochen gibt es auch eine neue Kollektion. Zu Dickrich scheint das Konzept gut anzukommen. Wir hatten am Anfang ein bisschen Angst, aber das erstaunlich
lebt ganz gut. Es kommen auch jeweils ganz viele Leute, die aus anderen Städten kommen, sogar von Diddling haben wir ganz viele Klienten, auch von Asch, die wirklich wie ganze Stunde pro Stunde in Höhle für herabgefahren zu kommen und eine neue Position zu kommen. Und spannend das an die Krischer kommen halt eben immer im Lunch, wie meine Mama auch schon sagt. Sie kommen noch jeweils einfach ran für ein bisschen zu potteren, für zu gucken, was es so Neues gibt. Und ich meine, in der Zwischenzeit sind wir wirklich ein bisschen etabliert und durch soziale Medien und Promo, die wir so machen, erreichen wir halt eben auch Leute außerhalb von Dickrich. They come, they look, because you know I have not a standard style, you know, but with time I think they need time to trust me, and with time they come more and more often, and sometimes they just come here just to speak with me, you know, and it's nice. I like it, people in Dickrich, and I like this place, you know, it's nice people really. Sowohl Julia wie auch Valeria fühlen sich einfach voll am Land und noch am Stiertchen. Auch wenn es für Valeria spruchlich nicht evident war am Anfang, wie hat man 5 Jahre Plötzebüsch gekommen war. Seit der Krieg an der Ukraine ausgebrochen ist, von Lord Julia seine Mom zu Lützeburg. Visiten an der Ukraine machen sie kein mehr. Aber wie sieht Julia so schön? I'm happy with my husband, and I have very, very nice family. My mother-in-law, my father-in-law. It's really, I can tell I'm happy. I'm happy here, I'm happy because I have a family. You know, your home, it's not country. Home, it's people who are around you. Zanter dem Ende vom letzten Jahr gibt es ein Ticket, mit dem man nicht nur die Entrée zu den 4 Museen zu Dickrich garantiert wird, aber darüber hinaus auch nach ein Audio geht. Mit dem neben dem Geschichtsmuseum, dem Militärmuseum, dem Autosmuseum und dem Beiersmuseum zusätzlich einen flotten, guidierten Tour durch die Stadtgebäude gibt. Dickrich hat eine grosse kulturelle Vielfalt, 4 Museen an der mittelalterlichen Stadtkern mit einer von den ältesten Kirchen aus dem Land, die St. Laurentiuskirche, die mit dem Geschichtsmuseum verbunden ist. Das Reichtum wollte die Stadt Dickrich Lomol als ganz nach außen vermarkten. Zusammen mit der Firma Sightseeing.lu auf dafür ein gemeinsames Ticket ausgeschafft. Es war eigentlich höchste Zeit, dass so eine Museestadt wie Dickrich mal ein zeitgemäßen Kombi-Ticket rausgehen, wo dann auch all die Visiteuren und Touristen auf einen Blick gesehen, was das hier alles zu gucken gibt. Und natürlich waren die Museen direkt in der Front. Das ist wirklich Gold wert für uns alle Guten. Das ist ein Ticket, den eigentlich auch für allem keine Konkurrenz sind zu allen anderen Tickets, die schon im Marché gehen, aber es soll eine Plus-Value darstellen. Das Ticket mit integriertem Audioguide richtet sich wohl an Touristen. Das Ganze wird auf 5 Sprachen verfasst und abgeholt. Aber nicht nur, auch Leute aus Lützeburg allgemein, und mehr spezifisch Kulturinteressierte dürften hier bei auf ihr Kasten kommen. Am Audioguide gibt enorm viel Hintergrundmaterial zu der historischen Stadt Dickrich geboten. Vom neolithischen Zeitalter über die Römerzeit bis zu den diversen Eselslegenden ist wirklich alles dabei. Auf ihrem Tour durch Dickrich ist es bestimmt schon aufgefallen, dass der Dickricher Esel überall präsent ist. Tickets gehen über die Site oder die App von Sightseeing verkauft. Die interessiert können auch just den Audioguide für 5 € entweder über die App oder auf der Platz, also sur Platz kaufen. Für den Tour anzufangen soll ihn egal wie für dich am Geschichtsmuseum passieren, wo es eine Karte mit dem QR-Code kriegt. Dono aus einem freigestellt, wie ihn sich abteilen will. Wichtig zu wissen ist, dass die Leute den Audioguide bei uns am Museum sollen aktivieren kommen. Die Leute kriegen das Karte, wo drauf ein QR-Code ist, mit dem sie den Audioguide können freischalten. An Tickets an den Audioguide sind 48 Stunden gültig, sodass die Leute Zeit tun, alle Museen auch zu entdecken.
Ze lesen an ze lauschtre kredin an diesem Audioguide auf dem allgemeinen historische Background am Geschichtsmusee an der Aller Kirch auch flott Hintergrundmaterial zum Autosmusee, dem Zweite Weltkrieg am Militärmusee, wie auch zu der Entstehung vom Beermusee. An da gehen aber 5 verschiedene Plätze an Dickrich belicht: die historische Brauerei, Bezirksgericht, das Altaschenshaus, Sutterhaus sowie der berühmt-berüchtigte Nilchesweg. Den neuen Museesticket mit integriertem Audioguide wurde auf alle Fall assig. Den Audioguide kann sich aber für 5 € auch einzeln zulegen. Das Wissen, das darauf vermittelt wird, ist einfach einzigartig. Immer mehr Gemeinden bieten ihre Bürger und Bürgerinnen ein partizipatives Budget an, mit dem sie sich ihre ganz persönlichen Herzensprojekte erfüllen können. Auch zu Dickrich wird 2025 so ein Projekt kommen. Also dürft ihr euch Gedanken machen, was denn mit den Suen zu Dickrich erholen könnt. 2025 wird den echte partizipative Budget zu Dickrich lanciert gehen. Habt ihr also eine Idee für eure Quartier zu verschönern, ein Projekt für Zusammenleben zu stärken oder öffentliche Plätze abzuwerten? Da könnt ihr der Gemeinde eure Projekt schon ganz geschwind erreichen. Wir wollen die Bürgerbeteiligung zu Dickrich weiter stärken, und du hast den Budget partizipativ ein wichtiges Instrument dafür. Nachdem wir sech letztes Jahr den Projekt Hashtag Nei Dickrich an die Leben gerufen haben, wollten wir dieses Jahr noch einen Schritt weiter gehen und den Leuten die Möglichkeit geben, für konkrete Projekte dem Schaffner Gemeinderat vorzulegen, dass die Leute die ausschaffen und uns präsentieren. Und wir sind gespannt, ob das was kommt. Nachdem Bürger und Bürgerinnen also schon mit Hashtag Nei Dickrich die Möglichkeit kriegen, für bei den grossen Veränderungen am Stadtkehr ein Wort mitzuschwätzen, sollen auch jeder Moyen kriegen, für selber Projekte anzureichen. Der Spielraum dabei ist kein kleiner, immerhin geht es um einen globalen Montant von 50.000 €. Alles ist trotzdem nicht möglich. Für die allererst muss es natürlich ein Projekt sein, das im Territorium von der Gemeinde Dickrich umsetzbar ist, und das auf einem öffentlichen Platz. Kann ein Projekt erreichen oder auch mehr Projekte, das Budget von 50.000 € darf schlicht nicht gesprengt gehen. Was Themenfelder belangt, das geht sich von bis, von Kultur über Sport, über Jugend, über Digitalisation, über Zusammenleben. Also das geht wirklich ganz weit, und das wollten wir auch bewusst so breit ablassen. Egal wie werden Propose für die enge Etude von der Gemeindeservice op Zulässigkeit der Machbarkeiten dazugehen, ihr dann der Schafferrot Decision hält, wann wir Projekte nach vorkommen für realisiert zu gehen. Nur der Präsentation von den Projekten am Gemeinderat geht es dann an die Phase von der Umsetzung. Uns können alle guten Bürger aus der Gemeinde Dickrich mitmachen, die man 16 Jahre haben. Heute ist ganz wichtig, dass wir auch die Jugend mit dabei haben, so wie wir das auch beim Projekt Hashtag Nei Dickrich gemacht haben. Wir wollten aber auch den Vereinen und den Entreprisen, die Besitz zu Dickrich haben, die Möglichkeit geben, für Projekte anzureichen. Das kann ein individuelles Projekt sein, kann aber auch ein kollektives Projekt sein. Das muss man dann, le moment venu, muss man das gucken. Und dann ist es natürlich so, dass nur der Schaffner Gemeinderat einen von den Projekten oder vielleicht auch mehr Projekte muss raussichern. Wir können sie nicht alle gut zurückbehalten, da muss man Kriterien da gucken. Und wir werden die Leute auch darüber informieren, wenn ein Projekt zum Beispiel nicht zurückbehalten ist, wir werden nicht zurückbehalten ist. Und wir müssen durch schwarm machen, wir können sie leider nicht alle gut holen. Aber das haben wir dieses Jahr verteidigt, und wir werden das auch in den nächsten Jahren auch weiterführen. Hat ihr also schon immer eine gute Idee, wenn ihr zu Dickrich verbessern könnt, dann traut ihr euch los, als eure Projekt zu kommen. Über ein Formular, den ihr der Gemeinde per Mail oder Post könnt checken, ist das möglich. Den Abruf für ein Projekt anzureichen und Details für die ganze Prozedur kriegt ihr schon ganz geschwind von uns mitgeteilt.
Die Letzteer Firma Scheim hilft Betriebe eine Strategie zu entwickeln, für sozial responsabel zu gehen. Für enger Zeit schon wird sie sich mit der französischen Firma Mego zusammengetan, die Zigarettenstimmen recycelt und aus ihnen Plastik mischt, Material, das unendlich kann recycelt gehen. Das Projekt Zero Mego war geboren und als Oberwelt zu Dickrich auf fruchtbaren Boden gestoßen. Die Leute zu Dickrich können unter langem einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 2022 hat die Gemeinde der ganzen Stadt speziell Aschebecher aufstellen gelassen. Am Platz Boden zu endigen oder am Reststofffall zu verschwannen, können Kippen hinterher so zu neuem Leben erwaschen. 4-mal am Jahr kann die Firma Scheim die angesammelte Zigarettenstimmen der Servicetechnik waschholen und lässt es nur zum Mobilier für den Außenbereich verschaffen. Das Projekt Zero Mego dreht auch zu Dickrich Welt Früchten. 105.000 Stimmen wurden unter dem Anfang des Projekts bei uns angesammelt. Am nächsten Jahr haben wir ungefähr 14 Kilo Zigarettenstimmen gesammelt. Aktuell sind wir bei 26 Kilo, das ist der Stand von Mitte 2024. Was kann sich an der 12 vorstellen? Mit den 26 Kilo Zigarettenstimmen, die wir gesammelt haben, wurden ungefähr 60 Kilo CO2 angespurt und das entspricht doch 52.000 Meter Kippwasser, die nicht polluiert wurden, wenn eine Zigarette einfach auf den Boden geht. Tatsächlich sind an einer Zigarette nicht nur 4.000 giftige Substanzen, die direkt auf die Gesundheit der Verbraucher agieren. Für allem hat so eine Zigarette einen enormen Schutz für die Umwelt. An der Natur braucht es 15 Jahre, für sich zu degradieren. Sie ist gefährlich für Tiere und verknascht 500 Liter Wasser. Die Verbrennung von den Zigaretten am Müll überdems produziert Zerregase, die dem Klima schaden. Zu Dickrich kann jeder, der seine Kippen an die spezielle Aschebecher gehält, also einen wesentlichen Beitrag zur Natur leisten und noch viel CO2 und Ressourcen ersparen. Ein langer Fall aus den Dickricher Aschebechern konnte bis Welt schon 14 Mivelen für den Außenbereich gebaut gehen. Nicht für nichts wird Gemengelot Sammelstelle für Zigarettenstimmen ausbauen und noch alle ersetzen. Donieft können Vereine so schon lo bei der Gemeng der Aschebechern für Riventer auslehnen. Auch zur Pubal selber sind wir auf der Sicht noch Pubale mit einer kleinen Öffnung, weil wir oft das Problem, dass die Leute ihre privaten Hausmüll raggeheuen, dafür vielleicht noch einen kleinen Rappel, so gut es geht, den Tri zu machen und dann auch den Auffall wirklich auf der richtigen Platz zu sorgen. Voilà, das ist mein kleiner Rappel, den ich noch mal auf den Weg gebe. Müll ist eben nicht einfach etwas, was soll schnellstmöglich, egal wo, losgehen. Müll ist etwas, was durch den Eigenverbrauch entstanden ist und den Umgang damit ist dem noch jederem seine Verantwortung. Wir stellen erst die richtigen Mittel zur Verfügung, um jederem Einzelnen auch den richtigen Gebrauch davon zu machen. Nicht nur die Hotelschule an der Rümerten feiert dieses Jahr Geburtstag. Auch der Dickricher College kann 2025 und auf 195 Jahre bestehen zurückgucken. Für uns eine gute Gelegenheit, die Geschichte vom Lycée an unserer Rubrik 1 Minute zurückgeguckt, ob es mir genau zu analysieren. 1830 war den Dickricher College als Mittelschule gegründet gehen. Den ersten Lycée zu Dickrich war allerdings für die am Kloster op der Klosterin erwurscht. 1841 als aus der Mittelschule pro Gymnas gehen, recht 20 Jahre durno als diesen an der heutige LCD-Gebäude an der Avenue de la Gare geplündert, dat 14 Jahre vor als Kaserne gebaut war. Nach einmal 30 Jahre später, 1891, als aus dem Pro-Gymnas zu einem Lycée ging. Das Gebäude vis-à-vis von der Gemeinde ist in den 60er Jahren ausgebaut gehen, dann gouf auch die Mittelschule für junge Mädchen abgeholt. Anfang der 70er Jahren ist ein zweites Gebäude an der Rue Merten gebaut gehen, wo hier die Klassen erbrücht sind. 1996 ist zusätzlich nach einer nächsten Lycée-Technik zum Mirsch entstanden, aus der Dunawer 2021 eine internationale Schule gouf. Seit einer ganzen Jahren geht am alle College bei der Gare auch ein BTS am Media Writing angeboten, die eine Ausbildung für den Beruf an den Medien anbietet.
Mat zinggem voll ekipéierte Mediacenter ass den LCD allgemeng Delysee mat de besten audiovisuellen Infrastrukturen am Land. Dieser Woche geht es offiziell Freijahr. Kurz vor run also Tradition notzuhelfen, für schon am Vierfeld ein bisschen mehr Licht in die Leute zu bringen und die kalte Jahreszeit zu vertreiben. Burschbrennen bei der Sauer aus dem noch immer nächst eine ganz beliebte und auch gut besichtigte Aktivität. Eigentlich hätte das Jahr bei gut 14 Grad am Dach kein Burschbrennen mehr gebraucht, für den Winter zu vertreiben. Aber so eine schöne Tradition lässt ihn doch nicht gerne fallen, auch wenn es richtig Arbeit kostet, für die Kreuz dafür abzurichten. Wir schaffen immer zu 15 bis 20 Leute mit Unterstützung von der Gemeinde, die als Platz zur Verfügung stellt, Pubellen, alles, was wir hier stehen und Ausreisecontainer. Und sie haben immer den Traktor unterstützt, für die Bursch abzurichten, weil das Tonnegewicht für das zu handeln und das so ohne. Natürlich auch das Jahr 1,5 Stunden gedauert, bis es Stau. Ja, und dann muss ein bisschen nur geschafft gehen, für das auch Stur bleibt, und aufgesichert gehen und das dauert dann. Und da brauche ich viel Power, ja. Männer lohnt sich die ganz mehr, für die mitmachen, so gut wie für die gucken kommen. Ich bin schon 10 Jahre hier und ich komme nicht mehr im Gär. Das ist immer flott. Ja, sind immer keine Leute hier. Es gibt immer einen schönen Abend. Besonders die letzten Jahre als Burschbrennen zu Dickrich besicht, weil es Mino bei den Leuten ist. Die letzten Jahre war es wirklich ein Succès, wenn wir so hier brennen und nicht mehr umherbirgen, weil dann die Leute müssen raufgehen. Also ich rechne aber, dass wir immer so die 200 Leute haben, mit den Kindern, die sie gucken kommen, auch weil es Samstag ist und nicht mehr Sonntag. Weil da müssen Kanner nicht so frei am Bett, also dafür macht mir leid. Ob sie wird natürlich auch im Rang ganz besonders Leckerei, für die ihr neuerdings mal nicht mehr zu bezahlen braucht, auch für die auch die invidiert sind, die mithelfen, egal ob von Dickrich oder nicht. Ich meine, es jetzt ein Bulli, dass ich mir früher schon drauf zu schmecken können. Wir haben alle Jahre, wo wir Zopplo verdienen, die letzten Jahre haben wir das gratis, weil wir es auch gratis vom Herrenbirsch gebracht kriegen. Und das ist alles ohne Citoyen für einfach mal merci zu sagen, dass sie so unterstützen, dass sie Montbasket immer schön fleißig bezahlen oder freiwillig ein bisschen mehr gehen. Also wir unterstützen das gerne mit unserer tatkräftigen Hilfe von der Nordstadt, das heißt dem SIS Nordstadt. Die kommen auch immer die Equipe vom Dingstei aushelfen, für eben genug Manpower zu haben. Und dann dürfen sie natürlich auch gerne mal essen, auch wenn sie klein dickriger sind, das ist kein Problem. 200 Liter verdeelt am Mikalasetzcenter Dickrich Dach vum Burschbrennen. Zopp, die sie vun der Armee zur Verfügung gestellt kreen, mat Brot, Bestecker, Service, e schicke Gest, de viel Fried bringt. Neicht geht awer dem Moment van d Burgersholzer Strei, dann endlich a Brand gestarket. Diesen Monat kann ich am Kulturhaus zu Dickrich die Kunst von zwei ganz interessanten Frauen erleben. Malerin Claudine Maillet, Präsidentin vom Verein La Palette, und Keramikkünstlerin Josette Maurer präsentieren an ihrer Expo A2 zwei ganz unterschiedliche Kunstrichtungen, die sich gut ergänzen. Claudine Maillet ist eine ganz vielseitige Künstlerin mit nationaler Anerkennung. Sie stellt auch regelmäßig am Kunsthaus zu Dickrich aus, unter anderem auch am Kader von der Palette Expo, wo sie Präsidentin ist. Diesen März aber ist Claudine Maillet zu 2 NRW mit der Tonkünstlerin Josette Maurer. Auch wenn die Expo A2 am Anfang als Einzelausstellung gedurcht war, ein gemeinsames Thema geht es da noch nicht. Ein Thema so am Fong zu summen Humaniken hun als A2 genannt, weil wir zu 2 ausstellen an die Galerie die egent sich ganz gut für verschiedene Themen zu präsentieren. Und so also doch so könnte das sich an verschiedene Sachen Themen weisen. So finden zum Beispiel einen Raum, an dem alles floral ist. Weil sich Claudine Maillet hinter mir langem schon mit der Frida Kahlo beschäftigt, gibt es auch einen Raum, den der bekannte mexikanische Künstlerin dediiert ist. Dann haben wir Saal, der da so ein bisschen von allem, so ein Mix aus Kurben,
bisschen vom Herz, weil ich auch Probleme damit hatte, das habe ich dann daran auch verschafft. Und dann die letzte Saal geht dem Thema Wasser, Fisch, Schwammen. Der Claudine Mayer hier Bilder sind immens vielfältig. Je Motiver Laune sie kunst doch mehr und man strukturiert. An der Josette Maurer hier Skulpturen scheinen sich perfekt an die Stimmungen anzufügen. Es kennt die Ballmengen, hier hätten sich 2 Künstlerinnen gefunden, die auch noch weiter könnten kollaborieren. Das kann ich so mal nach gar nicht beantworten, weil ich noch nicht darüber nachgedacht habe. Ich habe einfach so heute zu 2 gemäht. Das klappt super gut mit uns 2. Das harmoniert gut an den Farben, an alles. Du ergänzt meist super gut und spricht mich und sich persönlich auch wirklich auf, wenn ich heute durchgehe, gefällt mir. Und das schließt nicht aus, dass ihr ein Suite davon könnt, ja. Was sonst noch so lasers, dass Montag noch Anfang April zu dickrisch, das könnt ihr euch an einem ganz gut gefüllten Agenda gucken. Ich so nicht, dass schon mal Adi bis an 4 Wochen ist, wo wir es dann auf Ostermontag zurückgesehen. Bis dann. Den 21. März um 7 Uhr invitiert die Kommission für den 3. Altrop eine Konferenz mit der SBL Omega 90 am Festsaal von der Grundschule. Themen sind Palliativmedizin, die Euthanasie, die Patientenverfügung und Service von Omega 90. Den Dachtrop 22. März dann as Zeit fir Großbots, die Dekeer vun der Nachhaltigkeitskommission organisiert gëtt, Rendevous 9 Uhr Moes beim Restaurant Altschwamm. Den 22. März ofes 8 invitieren die dickrescher Musikern hier Junioren op de Konzert Celtic Rhythms an der aller Seerei Special Guest aus Luxemburg Pipe Band. Den Tag trop den 23. März ofes 6 asremmen neue Konzert an der Serie Jeux d'Orc, wo Dekier den Organist Maurice Clement zu Summe mat singem Papa singe Kanner optritt. De Konzert awer net wie gewinnt an der Parkkirch, me an der Anna-Kirch. Direkt Donno 7 Uhr ass nämlich an der Allerkirch auch Remise vom Merit kulturell mat dem Stadt Dickresche bedeutende Kulturschaffenden an Dickresch auszeichend, Dekeer astviel op den Dickrescher Organist Maurice Clement gefallen. Den 28. März ofes 12:30 invitieren Kulturkommission vun der Paar vum Guten Hirt an d'Bewegung Focolario be Filmofen an der Parkkirch, wo de Film L'amour vint tout vum Chiara Lubig, der Gründerin vum Focolare-Movement gewisse gëtt. Den 29. März organisiert d'ältre Vereinigung Dickresch op en neize Kannerflohmarkt am Festsaal vun der Junge Schule, dësen ass no Mittes vun 2 bis 5 Uhr. Den 30. März invitiert der Michaelons Jungen Armeedescher Dickresch op eng Gedenkfeier fir die 28 Dickrescher Jungen, die am Zweite Weltkrieg gefallen waren oder als vermisst erklärt goufen. No enger Mass an der Parkkirch 10:30 Moes Gedenkscherb fir Kriegsmonument bei der Kirch näher geluecht uschlesen, dats eng Rezeption vun der Gemeng an der Grundschule geplant. Den 3. April ofes 7 gëtt am Cinescala de Film The Illusion of Abundance mat uschlesender Diskussion gewiesen. Et ass es den Event vun den Umweltkommissionen aus de 4 Nordstadtgemengen an der Ettelbrecker Kooperationskommission, die duno allze Summen op e Pat invitéieren. Den Dachtrop ofes 6:30 ass den Vernissage vun der Neuer Expo am Kulturhaus Dekeer op Besuch asrem der SBL Arc mat ihrer Arc Brilleausstellung. 4 Vermiken soll den sech awer schon den Ostermärz den 12. an 13. April op den de Syndikat Initiativ invitiert, vill Flottmärd an Handwegsstellen losen Weekend fir Osteren, die passende Ambiance zum Festopkommen a bitte genetisch Ideen fir Kadoen an Deko.